Ergreife den Segen von Gott. Das ist so mein Thema. Und es gibt so einen Mann in der Bibel, der begleitet mich seit Jahren. Das ist der Josef aus dem Alten Testament. Bei Josef ist egal, was Josef machte. Die Gunst Gottes war immer mit ihm. Das hat mich immer fasziniert, ob der jetzt Fahrrad gefahren ist oder einkaufen ging oder gedient hatte. Die Gunst Gottes war immer bei Josef. Wir werden in den nächsten 5 bis 6 Wochen über Josef sprechen. Ich möchte ganz kurz erklären, was wir machen werden. Wir werden den Josef durchgehen von Geburt bis zum Tod. Wir haben ein Buch geschrieben, Träume wie niemals zuvor von Josef. Du kannst es online erwerben, weil wir werden die nächsten Wochen in der Small Group, in der Migrant Church und an Sonntagen dieses Thema durchgehen. Und es ist für mich so krass, weil Josef hatte einen Traum. Dann hat er eine Bestimmung und Josef hat gesagt, ich will, dass ihr meine Knochen begrabt im verheißenen Land. Der hatte mehr Glauben für die Knochen als das Volk von Gott und die mussten hunderte von Jahren die Knochen von Josef tragen in der Wüste. Weil Josef wollte, dass seine Knochen begraben werden im verheißenen Land. Und Josef steht für mich ein Mann mit einem Traum, mit einer Vision. Er war nicht perfekt, aber Gott hat ihn gebraucht, um Millionen von Menschen zu segnen. Darum bitte, erwerb das Buch, kannst draußen kaufen, beim Kaffee, beim Pizza, online. Und alles, was wir da verdienen, geht in die ICF Church. Das heißt, du segnest mit dem unsere Church. Amen. Das ist wichtig. Ja, Applaus, wichtig und richtig. So, ich habe eine Frage an euch. Ist der Mantel zu groß? Ja oder ja? Oder kann es sein, dass ich zu klein bin? Ja, auch. Du merkst, der Mantel kann zu groß sein oder ich bin zu klein. Und das ist das Beispiel von Josef. Als Josef einen Traum hatte, es war zu klein und Gott hat es erweitert. Ich möchte ganz kurz ein Bild zeigen. Und zwar, als ich noch mega jung gewesen bin, vor gefühlten... Wow, hallo. Der Traum von jeder Schwiegermutter, heilig, oder? So, ich hatte als ein kleines Kind ich habe Gott geliebt. Und ich habe die Kirche geliebt. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich würde so gerne dir dienen. Ich hatte einen Traum als ein Kind. Ich möchte eines Tages irgendwo im Hause Gottes dienen. Ich hatte keinen Plan, wie, wo, was wir Gott nicht gebrauchen, weil meine Begabung war gewesen, Handball zu spielen, bin nicht mehr gewachsen. Aber das war so meine Leidenschaft. Und dann war die Kirche und Gott. Und als wir eines Tages ICF gestartet hatten, da kam ein Mann in unser ICF-Office, der hat sich verlaufen, der wollte 2 Stöcke über uns, gibt es immer noch eine Missionsgesellschaft, und hat sich da verlaufen und kommt hinein und sagt, junger Mann, ich sehe bei Ihren Gesichtern alles Flacken von der ganzen Welt. Und Sie werden in der ganzen Welt predigen. Ich komme aus dem Rheintal, aus Bug St. Gallen. Da spricht niemand Englisch. Und ich habe gedacht, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht mal Englisch. Und das ist das Gefühl, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, bist du da und sagst, wow, der Mantel ist viel zu groß. Wie weißt du, dass ein Traum von Gott ist? Ganz, ganz einfach. Es ist immer in deinen Möglichkeiten unmöglich. Es ist viel zu groß, weil ich hatte nicht mal Englisch gekonnt. Und heute Morgen habe ich gedacht, ist das nicht crazy? Im nächsten Jahr 2024 werde ich in 5 Kontinenten predigen auf dieser Welt und die flacken langsam, ich kann sie abstreichen. Aber mein Grundgefühl war immer, wie bei Josef, der Mantel ist viel zu groß. Wenn man Josef anschaut, ganz, ganz kurz und übrig, Josef hatte einen Traum. Wenn du einen Traum hast, vom Traum bis zur Bestimmung, vergingen 13 Jahre. Weißt du, wie lange 13 Jahre sind? 13 Jahre. Lange. Zu lange. Josef durchläuft 10 verschiedene Tests. So, jetzt muss ich gut hören. Der Traum von Josef war nicht seine Bestimmung. Als Gott mir sagte, du wirst eine Kirche leiten, habe ich gesagt, wow, ich werde ein Pastor, Big Church. Das ist nicht meine Bestimmung, das ist mein Traum. Ein Traum schiebt dich an. Aber meine Bestimmung ist, das Evangelium hochzuhalten, dass Menschen zum Glauben Jesus kommen, egal wie groß diese Church wird. Es geht nicht um Größe, es geht um das Mandat, den Namen von Jesus hochzuhalten. Das ist mein Mandat.
Und wenn du das Wort Test hörst, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das Wort Test höre, ich zucke zusammen. Ich sage dir warum, weil für mich ist Test hört sich an wie Polizist. Danke für alle Polizisten, macht einen guten Job. Ja, wirklich. Also oft. Also beim Radar sollte ein bisschen gnädiger sein. Oder ein Lehrer, oder? Ein Lehrer. Zum Beispiel, wir hatten oft einen Französisch-Test. Parlez-vous français? Je m'appelle Léo. Und ich habe gedacht, der Scheiß-Turmbau zu Babel hat die Sprachen verwirrt, oder? Und ein Test war für mich immer, oh, ich werde getestet, du kannst bestehen oder nicht bestehen. Aber ein Test hat nicht den Punkt, ich teste dich, ob es besteht oder nicht. Beim Leben von Josef kann man den Test folgendermaßen erklären. Als Michelangelo vor dieser großen Marmorsäule stand, dann schaute Michelangelo diese Statue an, diese Säule an, und er sah in dieser Säule David. Und er hat diesen David da rausgehauen. Das muss ich eben wegen der Zensur, weißt du? So. Und Leute haben mich gefragt, Michelangelo, wie war es möglich, den David da aus diesem Marmor rauszuhauen? Und Michelangelo sagt, es war mega einfach. Ich habe einfach alles weggehauen, was nicht zu David gehört. Und voilà, da ist David. Gott hat im Leben von Josef Dinge weggeschlagen, die nicht zu Josef gehören. Wenn Gott dich testet, sagt Gott, ich bin am Meißeln, ich bin noch nicht am Ende. Keep going und be happy and clappy, weil ich haue Dinge weg, die nicht zu deinem Leben gehören. Das ist der Gedanke von Gott. Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von Josef, beginnt folgendermaßen. Josef war der Lieblingssohn vom Vater. Er musste nicht arbeiten, er konnte chillen, Spotify den ganzen Tag hören, TikTok oben und Instagram. Und seine Brüder mussten jeden Tag zur Arbeit gehen. Die hat man hart gearbeitet, kamen nach Hause, waren fix und foxy und Josef sagte, ich hatte einen super Tag. Ich habe gescrollt und gegoogelt und gegamed. Und wie war für euch der Tag? Und dann hat Josef einen Traum. Es ist nichts Falsches zu träumen. Gott gibt uns allen einen Traum, Gott gibt uns allen eine Vision, Gott gibt uns alles eine Berufung, aber man kann auch doof sein. Ich möchte vorlesen, was Josef machte, und du musst den Zusammenhang verstehen. Wenn du einer der Brüder gewesen bist und Josef kommt und sagt zu ihnen, 1. Mose 37, Vers 7, es beginnt grammatikalisch mit also. Also, ich hoffe, euer Tag war nicht zu anstrengend, ihr seid nicht fix und foxy. Also mein Tag war awesome. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Mit anderen Worten, so, ihr habt das zusammengebaut, weil ich bin ja Josef. Da richtet sich meine sich plötzlich, bumm, Schakala, ich bin aufrecht gestanden. Oi. Eure dagegen bilden einen Kreis um mich und ihr werdet euch vor mich niederbeugen. Das war mein Traum. I am Joseph. I feel it in my mantel. I feel it in my sowas von geil. Wenn du der Bruder von Josef bist, sagst du eines, Arschgeige. Der einzige Test, den Josef nicht bestanden hatte, war der Stolztest. In der Bibel heißt es Maria, die Engel kamen und sagen, Maria, du bist ein Sohn Gottes auf die Welt bringen, den Messias. Und die Bibel sagt, Maria nahm das Wort und bewahrte es in ihrem Herzen. Ich möchte dir sagen, lasst uns ehrlich sein, aber es gibt gewisse Punkte, wo Gott zu dir spricht. Das ist für dich und nicht für I am from Basel. I am from Germany. Behalt das Wort in deinem Herzen, weil Gott hat dir das gegeben, damit du in den Anfechtungen, wenn Gott was wegmeißt, weißt, aha,
Gott kommt mit meinem Leben zum Ziel. Und die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen. Und was im Leben von Josef geschieht, Gott widersteht ganz, ganz krass. Ich möchte in 3 Gedanken eintauchen. Das erste ist der Grabentest, der Test als eine Person. Die Brüder nahmen den Josef, I feel it in my mantel, nahmen Josef, warfen ihn in eine Grube, damit er stirbt. Und sie nahmen den Mantel und gingen zum Vater und sagen, Vater, Vater, da ist Blut dran. Josef ist nicht mehr da. Menschen denken, wenn sie dich rausmobben, Cancel Culture, dich belächeln, dich rauskicken, deine Salbung ist nicht in einem Mantel, nicht in einer Position, nicht an der Bühne. Die Salbung vom Heiligen Geist wohnt in dir und niemand kann die klauen. Niemand. Weil die Gunst Gottes ist nicht Gucci, Prada, Blim Blim, sondern der Geist Gottes ist in dir drin. Also überleg dir mal, Josef ist in einem Graben drin. Das war ein Todesurteil. Im Graben hätte Josef sagen können, wie doof war ich. Ich war so saudumm. Wer kennt das? Ich war so saudumm. Ich hatte die Freundschaft, ich war dumm. Die Lehrstelle, dumm, ich hätte sie doch nehmen sollen. Keine Ahnung, was ist denn so dumm? Als Josef im Graben war, hat er gewusst, ich habe selber verkackt. Gott widersteht am Stolzen. Ich glaube, wir alle kennen Momente in unserem Leben, wo unser Stolz uns im Wege ist, unser Ego, unser Minderwert. Und das Problem ist, wenn du da in der Grube drin bist, dann gibt es eine Person, die kommt und ist der Teufel und sagt, du bist in der Grube. Oh mein Gott, lass uns ehrlich sein, du hast es selber verkackt und du kommst nie mehr raus. Es gibt ein Wort, wo der Feind sagt, nie mehr happy, nie mehr gesund, nie mehr clappy, nie mehr Freundschaft, nie mehr Calling, nie mehr Familie, nie mehr Job, niemand gesund. Das Niemand ist wie ein Wort in deinen Gedanken und du denkst, aha, stimmt. Nie mehr. Darum sagt Paulus, in unseren Gedanken ist ein Kampf. Und wenn du diesen Kampf mit Gott nicht gewinnst, dann wirst du Dinge denken, Dinge fühlen, die sind nicht von Gott und es ist auch nicht die Wahrheit, weil es war nicht die Wahrheit. Josef ist nicht gestorben und der Vater glaubt aufgrund vom Mantel, ohne zu fragen, Josef ist tot. Viele von uns haben Sätze in deinem Kopf drin, die sind nicht von Gott. Hast du gewusst, ich bin Legastheniker? Gut, das merkt man manchmal. Ich bringe Sätze nicht in eine Reihe. Und man sagt, wenn du Legastheniker bist, ist Reden Game Over. Aber Legastheniker haben auch Fähigkeiten, sind bildhaft, visuell. Darum habe ich viele Props on stage wegen mir, damit ich nicht vergesse, wo ich bin. Ich weiß nicht, was dein Wort, du hast vielleicht ein Wort. Es kann ein Wort sein von deiner Mutter, von deinem Vater, es kann ein Wort sein, das hast du vor 10 Jahren gehört. Und das ist in dir drin, als wäre das gestern gewesen. Ich weiß nicht, was Josef gedacht hat, aber the show war over. Ich habe eine Geschichte gelesen und die fasziniert mich, weil es ist mega wichtig, dass du gewisse Dinge abschüttelst. Ein Kamel war durstig, wollte trinken gehen und sieht einen Brunnen. Und es beugt sich hinein, weil es will Wasser trinken und kippt in den Brunnen hinein. Und plötzlich ist das Kamel unten und merkt, es gibt keinen Ofen mehr. Und das Kamel weiß, ich habe kein Smartphone da. Das Kamel schreit, letzte Hoffnung, help, help. So schreien Kamele. Und eine Gruppe hört das und sagt, ein Kamel. Und der erste schaut dran und sagt, okay, es ist unmöglich, wir bringen das Kamel nicht mehr raus. Lasst uns das Kamel mit Würde beerdigen. Er nahm eine Schaufel Sand, kippte es hinein
Und das Kamel dachte, woher kommt der Sand? Und das Kamel schüttelte den Sand ab. Nächste Ladung Sand, schüttelte den Sand ab. Nächste Ladung Sand, schüttelte den Sand ab. Nächste Ladung schüttelte den Sand ab und schüttelte und schüttelte und schüttelte. Und irgendwann war das Kamel draußen, lief weg und sagte, ha, ha, ha. Einige von euch müssen gewisse Themen abschütteln. Nur weil du was falsch gemacht hast, auch bewusst, ist das niemals das Ende deiner Story. Josef beginnt nicht, ich war perfekt, ich war ein Arsch. So beginnt es in meiner Übersetzung. Weil Gott widersteht dem Stolz und Gott würde niemals sagen, hast selber verbockt? C'est la vie. Ich habe Kinder, also ich und meine Frau zusammen gemacht. Ja, wenn deine Kinder einen Fehler machen, sagen keine Eltern, oh, such dir eine neue Familie, we're out of here. Nein. Eine Vater und Mutter mit einem Herzen wird alles machen, damit du aus dieser Grube rauskommst. Christine Kane hat ein Zitat gebracht und ich habe es von ihr, Copyright. Weil Christus in mir lebt, können Anfechtungen mich nicht aufhalten, Menschen können mich nicht brechen, Geld kann mich nicht kaufen, Hasser kann mich nicht zum Schweigen bringen und kein Dämon kann mich jemals besiegen, weil Christus wohnt in mir. Christus wohnt in mir. Josef wurde verkauft. Jemand hat ihn entdeckt und gesagt, wir machen aus Josef Geld. 1. Mose 39, Vers 2 bis 5. Ich möchte es ganz kurz lesen, dass du merkst, auch wenn du in der Grube drin bist, es gibt immer einen Comeback. Es gibt bei Gott immer ein Comeback. Der Herr half Josef so, dass er ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und auch Potiphar bald merkte, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr Potiphar und ließ es ihm zu Josef zuliebe gut gehen. Du siehst dieses Wort Segen, Segen, Segen. Josef kam in den Palast als ein Sklave. Er könnte sagen, okay, Gott hat mich befreit, aber jetzt bin ich wieder ein Opfer da drin. Und es gibt im Gefängnis den Test von deiner Position. Gott wird immer deine Position testen. Also ob du jetzt eine Kleingruppe leitest, bist Worship Leader, Familienvater, Familienmutter, leitest ein Startup, eine Church, was auch immer deine Position ist, der Teufel wird deine Position versuchen umzustehlen. Ich weiß, er nervt. Aber kein Feind bricht an ein Haus ein, wo es nichts zum Stehlen gibt. Und der Feind wusste, bei Josef gibt es mega viel zu stehlen. Und wie macht der Feind das? Man spricht von den 4 S. Der Satan versucht dich, Sexualität, Stutz steht für Finanzen und Stolz. Stolz, Sex, Satan und Geld. Stolz. Wie macht er das? Ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Pfarrer gefragt, der ist 65 Jahre jung geblieben. Habe ich gesagt, ist doch krass, bis 65 hast du erreicht, bist zusammen mit deiner Frau. Gell, sexuell ist der Ofen aus. Habe ihn gefragt. Ich war naiv und jung. Er sagte, nee. Und ich habe ihm gesagt, hört die Scheiße nicht auf? Sagte, es hört nicht auf. Und ich möchte jetzt sagen, du kannst einmal etwas überwunden haben, der Feind steht schon wieder an im nächsten Punkt. Wie macht das Gott, der Feind bei Josef? Die Frau von Potiphar sagt, Josef, du bist weit weg von zu Hause. Du bist 17 Jahre jung. Und die Bibel sagt, Josef sah sehr gut aus. Ich kann mich mit Josef super identifizieren.
So sieht Josef aus. Und sie sagte, Josef, you are so beautiful. Oh, mein Herz mal unter den Sohn. Und Josef sagt, was willst du? Was geht ab? Josef hätte denken können, alle machen's. Und es steht ja auch nicht so genau in der Bibel. Josef sagt, ich bin ein Hebräer und ich liebe das Wort Gottes und es ist mein Fundament. Und wie könnte ich als ein Josef Ehebruch begehen mit einer Frau, die verheiratet ist? Und Josef sagte, no, so goes it not. Hör gut zu, du kannst der Sünde sagen, einmal nein und die Sünde macht es immer schlimmer. Sie zog den ersten Schleier ab. So nach rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sie. Und Josef sagt, hey, sorry, ich stehe mehr auf grün. Dann nahm sie eine Rose und der Bachelor hat bei Josef angefangen. Die Rose geht zu Josef. Hör mal gut zu. Sünde klopft nicht einmal an und sagt, oh. Sünde klopft immer und immer und immer wieder an. Dann sagt sie, okay, then let's go Bikini. Und das nächste Bild, let's go. Nein. Und ich habe eine Frage an euch. Sieht sie schön aus oder schön aus? Sünde ist nicht hässlich. Wäre Sünde hässlich, sagst du, oh, das ist Durchfall. Fällt mir mega einfach, es stinkt hässlich, oh mein Gott, ich kann gut überwinden, weil es Durchfall. Sünde, liebe Leute, klopft genau da an, wo du merkst, du hast eine offene Türe. Es kann sein beim Stolz, dass du denkst, oh krass, bin so jung und so begabt und schon bereits am Spotlight. Oder die Sexualität klopft immer und immer wieder an. Es kann aber auch sein, die Finanzen oder einfach eine Versuchung. Ich möchte dir sagen, der Feind gibt nicht so schnell auf. Josef machte Folgendes auf Speedy Gonzales. 1. Mose 39, Vers 15. Da lief er schnell davon. Der einzige Moment bei der Sünde ist, lauf davon. Cancel die Sünde. Cancel die Sünde. Doch dieses Gewand hat er bei mir zurückgelassen. Schon wieder wurde Josef ein Gewand gestohlen. Zuerst haben die Brüder das geklaut und dann Frau Potiphar. Schau! Und ich möchte euch ganz kurz erklären. Auch wenn du treu bist, heißt es nicht, dass du dann keine Probleme mehr hast. Josef hatte ein weißes Gewand an. Dieses Gewand hat zu tun mit einer Vision. Ich war ja auch mal jung wie ihr und Leute haben gesagt, aber Sexualität und Finanzen kann man nicht mehr so sehen und dann die Deconstruction und Overconstruction und alle diese Dinge. Und ich habe gemerkt, du kannst dich Dinge zurechtlegen, wie es dir passt. Du wirst Dinge nur durchziehen können, wenn du dir eine Vision entwickelst. Warum tue ich gewisse Dinge nicht? Warum bin ich ein Geber, eine Geberin? Wieso lebe ich rein? Wieso schaue ich keine Pornos? Wieso flirte ich nicht rum? Wieso warte ich mit der Sexualität? Das hat zu tun mit einer Vision. Was für ein Mann, für eine Frau möchte ich werden in der Zukunft, wo Menschen sagen, der Geist Gottes wohnt in der Fülle voll drin. Die Welt würde sagen, spinnst du? Aber die stehen eines Tages vor dem Thron Gottes und Gott sagt, ja, wer spinnt jetzt? Es hat alles zu tun mit einer Vision. Du brauchst nicht ein Gesetz. Angst und Moral wird dir helfen eine Woche. Du brauchst eine Vision, wie Josef Dinge durchzuziehen. Die Geschichte von Josef wird ganz spooky und es kommt das nächste, der Gefängnistest. Plötzlich wird deine Macht getestet und Josef kommt in das Gefängnis. Und zwar extrem lang. Und ich habe mir überlegt zu Gott, in dem Moment in der Geschichte habe ich oft zu Gott gesagt, es ist überhaupt nicht fair. Josef ist treu, geht nicht in das Bett, kommt ins Gefängnis. Ich meine, ich kenne viele Leute in der Church, die waren nicht treu
Und dann kommen sie nicht in das Gefängnis und der treu war, kommt ins Gefängnis. Und es gibt eine Sache, wo ich beobachtet habe, weil Gott gab Josef Fähigkeiten. Er konnte Träume deuten. Zum Beispiel konnte er sagen, ich habe geträumt, deine Großmutter soll ein rotes Auto kaufen, Ferrari und dir schenken. Er war ein Prophet. 1. Moses 40, Vers 12 bis 15 möchte ich euch vorlesen und achtet auf Grammatik. Du wirst merken, dieser Mantel wurde Josef weggenommen, aber der Mantel war noch in Josef. Ich sage dir, was der Traum bedeutete, entgegnet Josef. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir. Bitte ihn, mich rausholen. Denn wer? Ich. Und das meine Heimat dem Land Rebellen führt. Und jetzt sitze ich im Gefängnis. Obwohl wer? Ich. Merkst du? Ich, mir und mein. Ich und mir und mein. Mein, mich, mir. Ich und mir und mein. Mein, ich, mir, mein. Da ist so viel Josef in Josef, dass Gott hat gar keinen Platz. Wo soll Gott noch wohnen? Weil ich, mir und mein wohnen schon in Josef. Dann sagt Gott zu den Jüngern, geht in den oberen Raum, macht Raum, wartet auf den Heiligen Geist. Je mehr Raum wir Gott geben, desto mehr Raum nimmt Gott ein. Gott hatte keinen Platz im Leben von Josef, denn ich, mir und mein waren schon da. Und Gott meißelte bei Josef das 13 Jahre, ich, mir und mein raus. Das Schwierigste von Gott sind nicht die Sünden, ist der Stolz. Liebe Leute, Stolz bringt man fast nicht raus aus uns Menschen, aus ich, mir und mein. Wie hat Gott Josef positioniert? Jahre später hat der Pharao einen Traum. Wenn du einen Traum gedeutet hattest und er war falsch, warst du für immer tot. 1. Mose 41, 25 und 28. Da sagt Josef zum Pharao, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt sich wissen, was er tun will. Findest du da ein Wort von ich, mir und mein? Nach 13 Jahren war Josef bereit, in die Bestimmung hineinzukommen. Und über Nacht hat der Pharao Josef gesetzt als die Nummer 2 über Ägypten. Josef hat das Essen verteilt in einer Hungersnot, dass die Brüder kamen, haben sich niedergebeugt für Essen. Aber die Berufung war nicht gewesen, ihr beugt euch für nieder. Die Berufung war gewesen, ich gebe euch Essen, damit ihr überleben könnt. Und plötzlich war der Mantel nicht eingegangen beim Waschen bei 80 Grad, sondern Josef wuchs in diese Bestimmung hinein. Ich möchte dir heute sagen, wenn du denkst, wieso testet Gott mein Leben? Nein, Gott schlägt Dinge weg, die eben es nicht in unserem Leben mehr braucht. Ich möchte am Ende mit einem Wort in Josef. Und dieses Wort wird oft ein bisschen falsch verstanden und ich bin ein Theologe und darum ist mir mega wichtig zu wissen, was meint das Wort. 1. Mose 39, Vers 23. Er vertraute Josef völlig der Potiphar, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Wenn wir das Wort Erfolg hören, denken die meisten von uns, Gucci, Prada, bling, bling, bling. Oder in anderen Worten, Ferrari, 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 Villa, Villa, Villa. Für die Deutschen der Lidl, Lidl, Lidl. Keine Ahnung. Das Wort Erfolg wird oft ausgelegt mit materiellen Werten, oder? Und wenn das Wort Erfolg im Leben von Josef genau übersetzt, sagt die Bibel nicht, Josef war erfolgreich. Das Wort Erfolg heißt im Griechischen, er hat mir unterwegs geholfen. Das bedeutet, im Gefängnis am Anfang hat Gott mir geholfen. Und Gott sagt im Geschichten von Josef, nicht einen Moment lässt Gott dich alleine.
Wie oft denkst du, Gott, wo bist du? Und Gott sagt, ich klebe an dir, wie eine Briefmarke vom Kuvert. Das bringt man nicht mehr weg. Oder in der Generation Z angeklebt auf der Straße. Das ist das Bild. Im Hebräischen wird es noch ein bisschen tiefer. Man stößt vor. Du wirst Fortschritte machen. Und Gott sagt zu Josef, Josef, in allen Tests hast du Fortschritte gemacht. Du bist nicht mehr die gleiche Person. Weißt du, wenn Gott dich vorstoßt, wie das aussieht? Ich habe ein Bild mitgebracht, ich war in Amerika vor vielen Jahren, ich glaube 15 Jahren ungefähr, habe da gepredigt auf der Bühne und ich möchte ganz kurz den Kontext erklären. Es war meine erste Predigt in Amerika, mein Englisch war awesome. Erste Reihe. Are you ready? Saß Steven Furtick da, hat mich zugehört. Über das spricht niemand. Da hat er gelernt. Karl Lenz von Hillsong dazu mal. Und alle, der Wilkerson von Miami und alle, Front Row. Und ich, der kleine Schweizer, Buch St. Gallen. Ich sehe Flaggen über dir und da stehe ich da, come on America, let's make America great again. Was heißt, wenn Gott mit dir ist? Haben alle ein romantisches Bild, dann fließt es nur so. Dieses Bild kann man von näher betrachten. Und ich gehe nochmals näher und man sieht unter meiner Achsel, das sind Quellen des lebendigen Wassers. Sprüde. Und das ist einer der Gründe, dass ich immer eine Lederjacke habe, bis heute, weil, sei dankbar. Und wenn ich das anschaue, möchte ich dir heute sagen, wenn Gott dich beruft und Gott hat dich berufen, dieser Mantel, no way. Und von diesem Mantel, in diesem Mantel, sind Jahre dazwischen. Und es ist nicht so, dass man nicht schwitzt. Ich habe geschwitzt. Ich habe alles gegeben. Und ich möchte dich motivieren zu sagen, du hast einen Traum. Und der Traum ist etwas, was sich anschiebt, Ja zu Gott zu sagen. Aber ist meistens nicht deine Bestimmung. Die ist größer und komplexer als bloß ich starte eine Firma, ein Startup, TikTok-Star, Influencer, Church. Sondern du hebst die Flagge hoch, um ein Segen zu sein für die Menschen, die Hoffnung verloren haben. Ich möchte euch mitnehmen die nächsten paar Wochen in das Leben von Josef. Es ist gewaltig, wie Gott Josef gebraucht hat, um eine Stimme zu sein, ein Vorbild zu sein. Was bedeutet es, wenn der Segen Gottes auf unserem Leben liegt? Ich möchte dich einladen, aufzustehen, alle zusammen. Auch online. Und ich möchte heute Morgen einen Aufruf machen. Are you ready? Und die Sonntagmorgen Congregation Wise mache ich selten. Aber wir haben einen Eindruck gehabt, als ein Team, nicht ich alleine, dass es viele Leute heute Morgen gibt. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, ein Vollzeitler Frau und Mann zu werden. Das sind nicht alle, gell? Aber es gibt gewisse Leute drin, du bist ein Church-Kind. Das kann man sich nicht aussuchen, aber es hat Gott in dich hineingelegt. Ich war mit 18 Jahren in Utrecht mit meiner Frau zusammen. Es gab genau diesen Moment, wo er gesagt hat, wenn du weißt, du gehörst in den vollzeitigen Dienst, dann komm nach vorne. Ich und meine Frau sind nach vorne gegangen und haben gewusst, Gott will uns gebrauchen, Fulltime für die Church. Wir haben noch nicht genau gewusst, wo und wie und was, aber wir haben gemerkt, das ist unser Calling. Und wenn du heute Morgen merkst, Gott hat dir einen Fulltime-Job, das spürst du dir drin. Du hast noch keine Ahnung, wo und wie. Da möchte ich jetzt einladen, nach vorne zu kommen, während alle stehen bleiben. Wir haben genügend Platz. Dann kommt bitte nach vorne, auch von der Empore. Man geht oben raus, man springt dann schnell runter.
Dann bitte komm jetzt nach vorne, ist okay so. Hier vorne in der Reihe, da möchte ich gerne für euch beten, weil ich glaube, das ist ein heiliger Moment, wo du etwas festmachst vor Gott, vor den Mitmenschen und du musst noch nicht wissen, wo. Sondern das ist wie ein Commitment, das du machst und die Band spielt und ich gebe euch ein paar Minuten Zeit und dann kommt bitte nach vorne, ist okay so? This is a house of worship. This is a place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracle. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracle. So, ich möchte beten für alle die Leute, die nach vorne gekommen sind. Das ist ein heiliger Moment. Wenn ich zurückdenke an meinen Dienst, wie es angefangen hat, das war in Utrecht, das war unser Start da mit meiner Frau zusammen. Wir hatten keine Ahnung, wer wird uns anstellen. Vielleicht warst du mal Fulltime, musst den Job verlieren und doch merkst du tief drin, es ist mein Calling. Es ist nicht einfach so, die Geschichte ist dann nicht zu Ende. Und Gott wird Türen öffnen, das kann ich für euch nicht machen. Aber ich möchte euch bitten, alle anderen jetzt eure Hände zu heben und einfach, das ist ein heiliger Moment für die Menschen jetzt. Vater, hier stehe ich vor dir, auch knielend. Und ich spüre ganz tief in mir drin, du hast mich berufen, mein Leben Fulltime dir hinzugeben. Und ich mache ein Statement hier vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jesus, hier bin ich. Sei du mein Hirte. Ich lege meine Pläne, meine Ziele, meine Ambitionen nieder, weil ich weiß, du leitest, du öffnest Türen. Aber ich weihe mein Leben voll dir. Du hast mich rausgerufen. Es ist nicht ein Beruf, sondern eine Berufung. Und du wirst auch für die Finanzen sorgen. Den Ort, wo ich dienen werde, wirst du Türen aufmachen. Aber hier ist mein Leben. Gebrauch es zu deiner Ehre. Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe wie im Himmel, so durch mein Leben. Ja, und meißle alles weg von mir, was nicht zu mir gehört. Mach mich zu der Person, wie es du gedacht hast von Anfang an. Dass ich mir und mein lege ich dir nieder. Es ist dein Name. Wenn wir da stehen in dieser Gegenwart vor Gott, möchte ich so einen prophetischen Eindruck geben, um das zu verstehen, was Gott macht jetzt. Das ist mega krass.
Vor vielen Jahren hat Gott zu mir gesagt, ich bin ein Evangelist und ich habe gedacht, ich werde die Stadien füllen auf der ganzen Welt. Hat Gott gesagt, übernimm ICF Zürich. Ich habe gedacht, oh wow, was soll das? Und Jahre später haben wir die ersten Churches gegründet in Basel, in Bern, dann in München, plötzlich in Holland, überall. Und eines Tages sagte Gott, nicht du gehst, sondern ihr werdet Leute senden. Und ihr werdet multiplikativ eine Kirche werden. Und weißt du, wir sind eine International Christian Fellowship. Ich meine, die Schweiz steht jetzt nicht für international. Wir sind Schweizer. Und es ist wie so ein Witz in der Geschichte, dass Gott Schweizer auserwählt, um international zu denken. Und das kann nur von Gott kommen. Und ich möchte euch jetzt zurufen, die ihr nach vorne gekommen seid, habt ein Statement gemacht, ich schicke euch aus, prophetisch. Das ist das apostolische Amt, das Gott uns anvertraut hat. ICF Zürich, wir haben ein apostolisches Amt. Ich nehme nicht so schnell solche Wörter in den Mund, aber Gott hat uns ein Amt gegeben, Menschen auszuschicken. Wir sind nicht eine Kirche, die Leute behält, sondern wir schicken sie aus. Wir fördern sie. Und sie gehen hinaus in die Welt und nehmen das Land ein für Jesus. Und ich schicke euch aus in die Dörfer, in die Städten, aber auch in das Online, in die digitale Welt, in die Social-Media-Welt. Und ich segne dich, dass du weißt, Gott, der Allmächtige, hat das in dein Herz gelegt, das kann man nicht aussuchen, von Gott gegeben. Ich sehe dich auch in diese Liebe von Jesus Christus, der an unserer Stelle all unsere Sünden und Fehler, alles ist vergeben. Er starb am Kreuz für mich. Es ist keine Anklage mehr. Der Schuldschein ist zerrissen. Es gibt keinen Schuldschein mehr. Auch wenn du Dinge falsch gemacht hast, er ist zerrissen. Hey Leute, er ist zerrissen. Ich meine, er ist wirklich zerrissen. Er ist zerrissen. Und ich segne euch auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich schicke euch aus, geht hinaus in die ganze Welt. Dient an der Stelle, wo Gott euch gesetzt hat, als Fulltime. Und verkündet das Evangelium vom Reich Gottes. Amen. Amen. Hey, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Leuten aufgebaut, sondern beruht auf der Großzügigkeit von vielen Menschen. Und wenn du ein Teil davon sein möchtest, auch mit deinen Finanzen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei dir. Danke vielmals auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dich angesprochen und manchmal denkst du, ich kenne genau eine Person, die ist in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch einfach den Link, weil es ist so einfach und so simpel und es kann einen großen Segen werden für viele Menschen. Hey, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer die neuesten News bekommst. Und es war mega schön, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.